Ja, richtig herbsteln tut's. Und ich bin am Mattmerhof in Hart in der Nähe von Großeitingen auf der Suche nach den Leuten, die da wohnen. Im Garten ist niemand, obwohl es da steht. Traudl Mattmer ist die Hofbesitzerin und ihre Tochter Anna Abele ist auch oft da bei ihr. Aber, hinterm Haus ist auch niemand. Ja, die Pferde werden gerade auf die Koppel geführt. Die Männer vom Hof sind in der Arbeit und Anna Abele kümmert sich zusammen mit der Mutter um die Tiere und um Haus und Hof. Nach den Pferden sind die Legehennen dran zum Rauslassen. Der mobile Stall ist heuer erst angeschafft worden. Das Geschäft mit den Eiern ist ein bescheidenes und das soll es auch bleiben. Anna Abele und ihre Mutter sind sich einig, dass kein zweiter Stall her muss. Beide Frauen sind gelernte Krankenschwestern. Anna ist auch Hauswirtschafterin und sie arbeitet als solche. Die Landwirtschaft soll hauptsächlich Freude machen. Wie viele Hähner habt ihr denn eigentlich? Zwischen 220 und 230, aber das kann man mal nicht so genau sagen, weil wir haben Mitspieler, einen Fuchs und einen Vogel. Und da fehlt schon hin und wieder mal eins. Aber trotzdem werden genug Eier gelegt zum Verkaufen und für den Eigenbedarf. Viel brauchst du selber, gell? Ja, wir sind eine große Familie. Du hast ja gesagt, es gibt einen Kuchen heute. Genau, und dafür brauchen wir auch Eier. Und für die Fischküchler brauchen wir auch Eier, weil da kommt es als Bindemittel mit rein. Was gibt's heute noch? Was? Heute gibt es Fischküchler aus Schweinebauch und Karpfen und einer Weißfischart. Und dazu gibt es einen Kartoffelsalat. Aha. Fisch und Schweine? Ja. Miteinander? Genau. Wir haben letztens erst geschlachtet, unsere 7 großen Schweine. Und jetzt ist ja Herbst, das ist ja auch ein bisschen so Abfischzeit. Und da kam eben die Idee auf, dass man eben das als Küchle verarbeitet. Ja, da bin ich gespannt. Das ist ungewöhnlich. Ja, ist ungewöhnlich, schmeckt aber gut. Die Eier verkaufen sich gut, ab Hof und im Automaten im Nachbardorf. Wichtiger als Expansion ist Anna aber, dass es am Hof noch Platzerl wie den alten Hühnerstall gibt. Den Auslauf und die Obstbäume und die alten Italienerhühner, die für ihre 2 Buben Jakob und Moritz und auch den Nachbarsbub Merlin die liebsten Spielkameraden sind. Okay, schauen wir mal, wo sind noch ganz schöne rote von dem Boskop brauchen wir. Die schönsten. Die Kinder haben's gut. Sie können auf Bäume kraxeln und sie helfen auch gern bei allen möglichen Arbeiten am Hof mit. Jetzt gerade beim Apfelernten. Dafür macht ihnen die Mutter auch was Gutes draus. Dann haben wir die Äpfel für einen Apfelkuchen. Super. Das ist jetzt die Zeit für die Äpfel. Die sind jetzt reif. Das sind Boskop-Äpfel. Und wir machen einen Apfelweinkuchen und da eignen die sich besonders gut. Weil die sind ein bisschen säuerlich und da schmeckt der super, der Kuchen. Apfelsaft und Apfel. Ja, ich schau mal, wie schnell ich auf den Baum hochkomme. Franzilena, wer ist das? Das sind die Hennen von den Kindern. Das sind Leni, Franzi, Clara und der Caruso. Nein, Schimmerschwanz heißt er jetzt. Und eure Hennen dürfen halt da bleiben. Die werden nicht geschlachtet, die gehören euch, die haben Namen. Und das sind halt die Kinderhennen. Und das Witzige ist... Ja, Perlhühner erwischt man nicht so leicht, wenn's Federvieh ausgerissen ist, weil man das Türl zu machen vergessen hat. Aber die Kinder fangen die Hühner leicht wieder ein. Und schon ist wieder was anderes interessant. Zuerst das Wasser, oder? Na, erst die Kartoffeln. Achtung, Wasser kommt! Zu den Fischkirchle gibt's einen Kartoffelsalat, hat die Anna gesagt. Die Kartoffeln dazu werden wohl nicht in dem mit Holz befeuerten Waschzuber gekocht. Die da drin sind gewiss für einen anderen Zweck. Gibt es halt immer Futterkartoffeln für die Schweine, das mögen die besonders gern. Und jetzt gerade im Winter ist das halt auch eine gute Mahlzeit. Und das machen Kinder. Machen sie das öfter? Ja, das machen sie eigentlich jetzt im Winter einmal die Woche, werden Kartoffeln gekocht. Für die Schweine, wir kochen nur nicht zu viel vor, weil das Wetter muss ja immer passen. Und wenn es zu warm wird, dann werden sie halt schnell schlecht. Aber so einmal die Woche kochen sie ein wenig vor. Die Schweine gehören einer seltenen alten Rasse an. Es sind rotbunte Husumer. 7 Ferkel sind zurzeit da. Die 7 alten wurden ja erst geschlachtet. Jetzt dürfen die ein Jahr alt werden. Die Kartoffeln fürs Futter sind jetzt fertig gekocht.
Und sind Sie schon fertig? Ja. Es gibt ständig was zu tun, aber die Arbeit am Hof wird nicht gescheut, obwohl Traudl Mattmer und Anna Abele und die anderen Familienmitglieder berufstätig sind oder waren. Ja, weil meine Kinder halt so aufgewachsen sind. Jetzt sehe ich meine Enkelkinder und mein Vater, mein Großvater, wir waren alle Nebenerwerbsland. Wir sind alle in die Arbeit gegangen und haben halt die Arbeit, die Frauen, die Kinder und die älteren Leute gemacht. Und so war das einfach auch der Gedanke, dass man das weitermacht. Ich denke, das passt einfach und ja, und das freut mich eben so sehr und deshalb machen wir das auch. Also mit Liebe. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Genau, ja, da stehen wir dahinter. Und Kinder, wie gesagt, ich glaube schon, dass sie es genießen. Auch wenn sie es eine Zeit lang vergessen, aber jetzt genießen es meine erwachsenen Kinder ja auch, also klar. Und jetzt geht's in die Küche. Und ich darf Äpfel schneiden, oder? Du darfst Äpfel schälen, die brauchen wir jetzt dann für den Kuchen. Wie viel braucht man? 750 Gramm, das müssten 4 Stück sein. Wie wird der gemacht? Was machst du jetzt dann? Wir machen jetzt einen Apfelweinkuchen, dann machen wir erst einen Mürbteig und dann machen wir Mürbteig. einen Mürbteig, genau. Das heißt, Brauchen wir Eier, Mehl, Butter, Zucker. Das muss ein schöner, schöner fester Teig geben, dass man richtig schön verarbeiten können. Den tun wir in eine Springform rein und da tun wir Backpapier, das tun wir so unten rein. Und der Mürbteig, den muss man auch nicht fetten, weil der Mürbteig ist ja schon relativ viel Butter drin. Da brauchen wir jetzt kein Fett, da reicht der Backpapier und in den Teig rein. Und wenn der Mürbteig ausgelegt ist, kommen die Äpfel rein, dann kommt der Vanillepudding rein. Wir machen den selber, aber wir kochen den für den Kuchen nicht mit Milch, sondern wir kochen den mit Weißwein und Apfelsaft gemischt, weil den essen ja die Kinder auch mit und dann mischen wir den, dass es so eine Weincreme wird, aber halt nicht zu viel Alkohol drin ist. Dann kommen die geschnittenen Äpfel auf den Teig drauf und dann kommt der Vanillepudding drüber und wird drüber halt schön eingestrichen und dann kommt der ganze Kuchen 1 Stunde in den Ofen. Und wenn er abkühlt ist, dann tun wir Sahne drauf und dann können wir ihn essen. Jetzt nur Kartoffeln mit rein. abgekühlt sind inzwischen schon die Kartoffeln fürs Schweinefutter. Die rotbunten Husumer hört man schon draußen vorm Saustalltierl, wie es ungeduldig warten auf ihr Futtertrankel. Ja, da ist noch viel mehr drin als nur kochte Erdäpfel, so wie das riecht. Ah, da riecht's wie in der Brauerei. Ja, das ist der frische Gerstenbruch. Wir mahlen Gerste und Weizen selber. Und wenn das frisch gemahlen ist mit Wasser und dann mit den warmen Kartoffeln, dann riecht es wie in der Brauerei. Weizen-Kartoffelbier. Weizen, Kartoffel, Gerstenbier. Ah, das schmeckt ja noch. Ja, und warme, frisch gekochte Kartoffeln schmecken uns auch. Für die Fischpflanzl, da gibt's einen Kartoffelsalat. Ja, machen wir Kartoffelsalat. Und dazu nimmt die Anna vorwiegend festkochende Kartoffeln. Angemacht wird er mit Essig und Öl, gut gewürzt. Und da sind Fisch und Fleisch für die Kirchle. Die machen wir aus dem Schweinebauch, weil wir vor 2 Wochen geschlachtet haben. Und das ist jetzt ein Giebel. Das ist auch so eine Weißfischart, das gehört zu den Karpfen dazu. Und das schieben wir Karpfen. Und das wird filetiert und da machen wir dann schöne Fischkirchler draus. Also das ist Fisch-Fleisch-Crossover, oder? Genau, ja. Und wo kommt das her? Habt ihr Also, das ist bei uns eigentlich schon so ein geläufiges Rezept. Und ich habe es jetzt von der Oma. Genau, die hat das schon mal gemacht. Und wir schauen Also auch, dass von wir deiner Mutter? Genau. Und wir schauen auch, dass wir es eben einmal im Jahr, gerade im Herbst passt es halt ganz gut, dann ist frisch geschlachtet und das ist auch ein bisschen Abfischzeit auch. Und dann kommen wir eben auch an die guten Fische und dann machen wir das so ein Herbstessen. Vor einer Woche wurde abgefischt und die haben wir jetzt eben eingefroren und jetzt bereiten wir die frisch zu. Dann wird das gemeinsam durchgemischt durch den Hackfleischwolf und dann macht man es eigentlich wie ganz normale Fleischkirchler auch. Also dann kommt nur Zwiebel dazu, anbratene, ein paar Kräuter aus dem Garten, Eier, Semmelbrösel und dann backen wir es in Butter raus. Kräuter aus dem Garten, hat sie gesagt. Die wachsen draußen auch jetzt noch spät im Jahr. Ein bisschen Salbei, frischen Petersil und Schnittlauch bringt die Mutter ans Küchenfenster. Jetzt schau her. Dankeschön. Danke. Die Kräuter mit den angeschwitzten Zwiebeln sollte man erst, damit das Ei nicht versehentlich stockt, ein bisschen abkühlen lassen und als letztes zum Fleisch geben. Das Ei soll ja erst nach dem Mischen beim Braten den Teig binden. Und wie wird geknetet? Nicht mit der Maschine. Na, mit der Hand. Wird einfach besser. Ja, und sogar mit Handschuh hat man das Gefühl für die richtige Konsistenz beim Kneten und Formen in die Finger. Es ist halt so einfach so Hausmannskost. Einfach und gut. Ja, und Kinder mögen das schon. Kinder mögen es total gern, ja. Ja. Also die haben wir nicht überzeugen müssen. Na, also definitiv nicht.
Und von dem Kuchen muss man die Kinder nicht abhalten. Der Alkohol im Wein hat sich beim Backen ganz verflüchtigt. Die Schwägerin Theresa ist inzwischen auch da. Aufdeckt wird. Gleich kommen die anderen, die Kinder, der Bruder und der Mann. Ja, hallo. Obwohl es ein bisschen kalt war, hat man sich die Fischpflanzl oder Fischkirchle mit dem Kartoffelsalat draußen vorm Haus schmecken lassen. Die Kinder sind abgehärtet und sie essen meistens schnell und sind dann gleich wieder fort. Da rentiert sich das Anorak ausziehen gar nicht. Die Soßen sind selbstverständlich beide selber gemacht. Und die Erwachsenen wollen natürlich einen letzten sonnigen Herbsttag draußen genießen. Und? Schmeckt's? Hervorragend. Einwandfrei. Der Hammer. Das ist wirklich. Also ich finde es sehr gut. Richtig gut. Aber also es ist nicht ungewöhnlich, ich kann das ja gar nicht sagen. Also es schmeckt eher nach Fleisch als nach Fisch. Wenn du mich jetzt fragen darfst, was ist das, dann würde ich sagen, Fleischpflanzen oder sowas. An Fisch schmecke ich gar nicht so stark. Es ist nicht so ein penetranter Geschmack, sondern es ist einfach ein feiner Geschmack. Ein Fisch macht so ein bisschen die feine Note am Schluss. Es ist fein, ja, das stimmt. Und besonders fein hat die Nachspeis, die Apfel-Weintorte mit den Boskop-Äpfeln von der eigenen Streuobstwiese geschmeckt. Und die Herbstsonne hat sie am Ende auf dem Teller in pures Gold für die Seele verwandelt. Sonst will ich nicht auf